Ja, es ist ein mega spannendes Thema, die Gewohnheiten. Und ich muss gerade von Anfang an sagen, ich finde es eine riesige Challenge. Also erstens habe ich sehr viel gelesen und auch gehört über das Thema. Habe mich schon unabhängig von dieser Predigt im letzten Jahr so beschäftigt. Und ich struggle also mit einer Sache und ich merke, ich komme selber irgendwo nicht dort an, wo ich eigentlich schon gerne wäre mit den Gewohnheiten. Und auf der anderen Seite aber auch, das Thema hat so viel Gutes zu sagen und ich muss sie in einer Predigt reinbringen. Von dem her, ich probiere einfach so das Beste rauszubringen, was ich gelernt habe. Hey, was machst du am Morgen, wenn du verwachst? Was ist so das Erste? Mal Snooze drücken, nochmal Snooze, nochmal Snooze. Oder stehst du gerade auf und liest die Bibel? Oder zuerst mal die Kaffeemaschine einschalten und warten, bis die warm ist? Oder musst du vielleicht dringend gerade aufs WC, wenn du aufwachst? Was ist es? Die Wahrscheinlichkeit, dass es am normalen Tag immer wieder das Gleiche ist, die ist sehr groß. Dass jeden Tag hast du das gleiche Verhalten, das einfach so automatisch abläuft. Wir sind ja eigentlich in der Serie über Entscheidungen. Und so Weggabelungen, die uns ankommen, ist gar nicht so häufig. Also, dass wir so anstehen und sagen, wo soll ich jetzt durchgehen? Ist es wirklich rechts oder links? Wo wir so die Weisheit brauchen, die grossen Entscheidungen. Das ist gar nicht das, was unseren Alltag voll und ganz so prägt. Wenn ihr aber eine von den Predigten verpasst habt von den letzten 2 Wochen, hey, hört sie unbedingt nach. Das sind wirklich mega starke Botschaften, die wir da gehört haben. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass wir 20.000 Entscheidungen treffen pro Tag. Und ich meine, das wäre ein totaler Overkill, wenn wir das irgendwie so bewusst entscheiden müssen. Darum hat auch jemand herausgefunden, dass ca. 40% ist reine Routine. Also das heisst, wir machen es, ohne dass wir merken eigentlich, was wir machen, wenn wir keine Entscheidung mehr treffen. Der Weg ist wie vorentschieden. Ich habe das Bild mitgebracht von so einem Trampelpfad. Das ist etwa das, was im Hirn passiert. Also, du am Morgen ein Snooze drücken, am ersten Tag ist es vielleicht noch eine Entscheidung. Am zweiten, dritten, vierten Tag, irgendwann gibt es dort, wo vorher nur ein Wissen war, gibt es wie einen Trampelpfad. Und es braucht nachher 0 Anstrengung für dich und für dein Hirn, dass du immer wieder diesen Weg kannst nehmen. Das ist eine riesige Chance. Aber wenn du jetzt sagst, oh, Snooze finde ich gar nicht so gut eigentlich, dann ist es natürlich umso schwieriger, um davon loszukommen, weil das Hirn voll den Pfad hat. Ich habe von einem Mann gelesen, der hat eine Krankheit gehabt und hat durch das sein ganzes Kurzzeitgedächtnis verloren. Also wirklich komplett dement gewesen. Der hat sich nichts mehr Neues merken. Und der Arzt hat dann seiner Frau gesagt, du gleich schauen, dass er regelmäßig Bewegung hat und so. Und so hat sie jeden Tag den gleichen Spaziergang gemacht mit ihm. Und eines Tages kommt sie mir in die Stube, mein Mann ist weg. Und sie weiss, der ist ja komplett verloren, der weiss nichts mehr. Und dann hat sie ihn dann irgendwie gefunden, er ist wieder zurückgekommen. Er ist auf den Spaziergang gegangen. Dann hat sie gefunden, jetzt muss ich mal schauen, was der eigentlich macht. Und hat dann am nächsten Tag hat sie gewartet. Der ist selber auf den Spaziergang gegangen, sie ist ihm nachgeschlichen und er hat den Weg immer wieder gefunden, obwohl er sich nichts mehr merken kann. Wenn aber irgendwo Baustelle ist, komplett verloren. Sie haben dann fragen, ein Haus vor dem eigenen Haus, wo wohnst du? Keine Ahnung. Aber wenn er seine genaue Routine ablaufen kann, dann funktioniert es. Unser Hirn ist so gemacht, dass wir Gewohnheiten in unser Hirn hineinbrennen, die unabhängig von unserem Denken funktionieren. Und ich meine, das ist eine riesige Chance. Aber wenn wir die falschen Gewohnheiten drin haben, ist es natürlich auch ein riesen Nachteil. Gerade auch für eure Eltern ist eine riesige Chance, auch was wir den Kindern so auf den Weg geben können. An Gewohnheiten, die ablaufen, nachher, ob sie es bewusst oder unbewusst machen, die sich so ins Hirn eingebrannt haben. Und ich meine, jeder von uns hat so eine Routine. Eben der Morgen ist nur ein Beispiel. Was passiert, bleiben wir noch mit den Kindern, wenn die Kinder nicht folgen? Da wirst du auch eine Routine haben, die dann gerade in Kraft setzt. Ist es, du schreist ja, ist es, ich zähle am runter, jetzt machst du das, 3, 2, 1, was immer das ist. Aber irgendwie setzt da Gewohnheiten ein. Was brauchst du zum Entspannen? Das ist natürlich auch irgendeine Gewohnheit, die sich da eingespielt hat. Was machst du, wenn du frustriert bist? Immer wieder kommen Gewohnheiten ins Spiel.
Darum, wir wollen anschauen, die Kraft auch von den guten Gewohnheiten. Ich habe euch das Meme mitgebracht. Kennt ihr das? Ihr fahrt Auto und denkt über was nach und irgendwann fragt ihr euch, sind überhaupt alle Ampeln grün gewesen? Und wie bin ich eigentlich da angekommen? Natürlich, wenn du gerade frisch anfängst Auto zu fahren, dann ist es überhaupt nicht so, oh, wo ist schon der erste Gang und so. Aber sobald du mal über diese Phase raus bist und vielleicht einen Arbeitsweg hast oder mit dem Auto machst, dann kann dir genau das passieren, dass du gar nicht mehr merkst, wie eigentlich dein Hirn sich automatisiert hat. Ich habe es als Passwort. Wenn ich es aufschreiben muss, habe ich mega Mühe. Ich habe es nur in den Knochen drin. Dann funktioniert es und ich kann es eigentlich gar nicht wiedergeben. Wo ist jetzt für die grosse und Kleinschreibung und so? Aber das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe mit dem dementen Mann. Du kannst so Sachen so fest internalisiert haben, dass du es gar nicht merkst, wenn du es machst. Erfolgreiche Menschen tun das konsequent, was andere gelegentlich tun. Das hat unter anderem der Craig Groeschel gesagt. Er ist ein Pastor in den USA von der Life Church, zum Beispiel Bible App hat seine Kirche rausgegeben. Und von ihm konnte ich mega viel lernen über Gewohnheiten. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr eintauchen wollt, von ihm findet ihr einiges. Er hat zum Beispiel eine Serie rausgegeben, Anfangs 2019, über Gewohnheiten. Ihr müsst halt einfach Englisch verstehen, aber sehr gute Sachen drin. Erfolgreiche Menschen tun konsequent, was andere gelegentlich tun. Ich finde, das bringt es mega gut auf den Punkt. Mal einmal joggen gehen, das können vielleicht noch viele. Aber ein Jogger sein, jemand, der das immer macht, das braucht wieder viel mehr. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du an Sachen dranbleiben. Wenn das Sachen sind, die zu dir gehören, wo du konsequent dran bist. Ich meine, viele Menschen wollen eigentlich sehr ähnliche Sachen im Leben. Ich meine, jeder möchte irgendwie gesund sein, ein bisschen fit sein, hat auch niemand etwas dagegen, in guten Beziehungen leben können, eine intakte Familie haben. Es wären alles so Ziele, die nicht gross unterschiedlich sind. Natürlich haben vielleicht die einen ein bisschen höhere Ziele bei Sport als andere, aber mindestens so gesund sein, würde jeder noch wollen. Oder irgendwie einen Batzen auf der Seite haben, einfach grundsätzlich erfolgreich sein. Und man kann sagen, Winner and Losers, they have the same goals. Also Sieger und Verlierer, sie haben die gleichen Ziele und gleich sehen unsere Leben schlussendlich auch in diesem Bereich so unterschiedlich aus. Ich habe auch für die Predigt noch einiges aus dem Buch herausgenommen, Atomic Habits. Das kommt von James Clear. Das wäre auch eine gute Quelle, wenn ihr euch weiter vertiefen in das Thema. Und er macht eine mega wichtige Aussage. Du steigst nicht auf das Level von deinen Zielen, sondern du fällst auf das Level von deinem System. Und was ist mit System gemeint? Es sind genau eben so Gewohnheiten. Auch wenn es dir schlecht geht, was machst du noch? Was für Sachen hebst du fest? Was gehört wirklich zu dir? Das sind so Systeme, auf die gehst du immer wieder zurück. Ziel kann jeder haben. Aber das System, das definiert schlussendlich dein Level, auf das du kannst bauen. Sagst du, so etwas habe ich noch nie in der Bibel gelesen. Ist das wirklich biblisch, was ich da bringe? Und wenn du die Bibel nach dem Gesichtspunkt liest, wirst du wirklich noch fündig werden. Du kannst gerade bei Jesus anfangen. Ich meine, Jesus hat den grössten Auftrag gehabt von der ganzen Welt und hat nur 3 Jahre Zeit gehabt für sein Wirken. Und die Menschen sind gekommen, sie haben ihn belagert, sie wollten hören von ihm, sie wollten geheilt werden. Also aller Grund, um irgendwo gestresst zu sein. Bist du manchmal auch gestresst? Also Jesus hätte definitiv auch gestresst sein können. Und er hat aber ein System gehabt. Er hat gesagt, ich kann das nur machen, wenn ich das mache, was ich den Vater sehe. Und wie hat er das machen können? Das heisst, an mehreren Stellen, früh morgens, hat er sich zurückgezogen, ist vorausgegangen, hat Zeit verbracht mit seinem Vater und durch das hat er seinen Alltag bewältigen, hat er seinen Auftrag erfüllen. Und du kannst auch den Paulus nehmen. Ich meine, er hat so viel Widerstand auch erlebt im Evangelium bringen. Wenn jedes Mal wieder neu überlegt hat, wie sollte ich jetzt das Evangelium bringen?
dann hätte er wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr mögen. Er hat ganz klares Prozedere gehabt. Ich gehe in eine Stadt, wo möglichst noch niemand war. Ich gehe zuerst in die Synagoge. Ich gehe jeden Sabbat in die Synagoge. Ich predige dort. Wenn sie mich rausrühren, dann steht ich selber eine Kirche und mache die auch Woche für Woche weiter. Das war sein System. Und er ist sehr weit gekommen damit. Es mögen vielleicht zum Teil sehr kleine Gewohnheiten sein, die wir haben. Aber es können einen entscheidenden Unterschied machen. Ganz kleine Gewohnheiten machen einen entscheidenden Unterschied in unserem Leben. Der Paulus ermutigt uns im Galater 6, Vers 9. Deshalb werde nicht müde, zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nicht auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Möchtest du den Segen ernten? Aber geht es vielleicht manchmal auch wie mir, du wirst irgendwie müde, du magst das Gute nicht mehr tun. Es ist wirklich nicht so einfach mit diesen kleinen Gewohnheiten. Es geht noch ein Zeitchen bis zu den Neujahrsvorsätzen, aber ich habe gelesen, etwa 92% von allen Neujahrsvorsätzen werden nicht eingehalten. Also ich bin glaube nicht der Einzige, der auch Mühe hat mit Gewohnheiten. Warum fällt es uns so schwer, Gewohnheiten in unserem Leben zu installieren? Ein Grund kann sein, wir konzentrieren uns aufs was wir verändern wollen, und nicht aufs Wie. Wie kommen wir da? Was ist der Prozess, den ich brauche? Ich meine, jeder, der eine Prüfung schreibt, will sie bestehen. Musst du sagen, ja, Herr, lass einfach geschehen, was du willst, wenn ich sie bestehe oder nicht bestehe. Aber in der Regel wollen wir sie bestehen. Und ich meine, jeder, der heiratet, will doch eine glückliche Ehe haben nachher. Sonst gehst du das gar nicht erst ein. Du sagst, wir können einfach mal zusammen leben. Aber niemand heiratet und sagt, ja, wir heiraten jetzt vielleicht mal für 5 Jahre, vielleicht auch für 7. Und doch ist das die Realität, dass auch viele Ehen leider auch in die Brüche gehen. Also es liegt nicht am Ziel, das wir uns setzen, sondern es liegt am System, das wir haben, mit dem wir leben. Ich habe euch noch mal ein Meme mitgebracht. Wenn man zu spät nichts mehr essen sollte, wieso hat es im Kühlschrank denn ein Licht? Ich finde, das zeigt so etwas von dem System, das es gut veranschaulichen. Eben, wir haben das Licht im Kühlschrank, es macht es uns einfach, auch in der dunkelsten Nacht, wenn das ganze Haus dunkel ist, sobald der Kühlschrank offen ist, siehst du alles vor dir. Du steigst nicht aufs Level von deinen Zielen, sondern du fällst aufs Level von deinem System. Ich nehme es an, viele von euch kennen noch den alttestamentlichen Prophet Daniel, der der Leuengrube war. Und wir sehen so Highlights aus seinem Leben. Er war im Exil in Babylon und ist unter verschiedenen Königen ist er top drin gewesen. Er war so gut gewesen, dass sie ihn alle in seiner nächsten Nähe haben wollen. Und es heisst von ihm, er hat einen exzellenten Geist gehabt. Er war so gut gewesen, sie haben keinen Fehler gefunden in allem, was er macht. Und darum haben sie ihn auch haben, sondern einen Mann lässt du nicht einfach entgehen. Und auch er hat ein System gehabt. Das ist übrigens das System, das ihn auch in die Leuengrube gebracht hat. Er hat 3 Mal am Tag, ob es erlaubt war oder verboten war, hat er gebetet. Ist er runtergeknündelt, hat sich auf Gott ausgerichtet. Und ich nehme es an, da hat er seine Weisheit bekommen. Da hat er das Problem vom babylonischen Königreich vor Gott ausbreitet. Da hat Gott zu ihm geredet. Da ist seine prophetische Gabe geschärft worden. 3 Mal am Tag ist er runtergeknüllt. Das war sein System, von dem er sich auch unter Androhung von der Leuengrube nicht hat abhalten lassen. Und das zeigt es mega schön. Es war nicht das höhere Ziel, ich möchte Karriere machen am Königshof. Er ist runtergefallen auf das System. Ich bete 3 Mal am Tag, das kann mir niemand nehmen. Wir alle hätten gerne die Durchbrüche, eben so Wunder zu erleben, wie Gott bewahrt uns von der Leuengrube oder die mega Promotion an der Arbeit. Und manchmal fehlt uns die Ausdauer, wie es Daniel hatte, um einfach im Kleinen treu zu bleiben.
Und das ist so ein zweiter Schritt, wieso es uns mit Gewohnheiten amigs nicht gelingt. Wir sehen Fortschritt zu wenig schnell. Eben, du sagst, ich möchte jetzt anfangen zu joggen. Du gehst zweimal joggen, willst gerne ein bisschen Gewicht verlieren, Ende die Woche bist du 1 Kilo schwerer. Ich glaube, es funktioniert doch nicht. Oder jetzt habe ich eine ganze Woche wirklich mal konsequent einen Bibelleseplan gemacht. Und gleich hast du auf dem Weg in die Kirche noch irgendwie deine Kinder angeschraubt oder dich im Strassenverkehr tödlich aufgeregt über einen anderen. Es funktioniert doch nicht, ich bin gleich immer noch der Alte. Oder hast du die Woche 3 Stunden gegamet? Die Frau hat mich ja noch nicht verlassen, so schlimm kann es nicht sein. Und du hast dir vorgenommen, ja, 1 Tafel Schoki und nachher war es gleich die ganze Tafel. Ja gut, man merkt es jetzt glaube ich noch nicht. Wir machen einen riesigen Fehler. Wir tun kleine, gute, aber auch schlechte Gewohnheiten falsch bewerten. Wir tun ihnen viel zu wenig grossen Stellenwert einräumen, als dass sie eigentlich haben. Weil kleine positive Gewohnheiten bringen uns viel weiter, als wir uns jemals gedacht haben. Und kleine negative bringen uns viel tiefer runter, als wir es uns jemals vorstellen würden. Du kannst es dir vorstellen, wie wenn du Wasser kochst. Du lässt es zum Hahn aus, keine Ahnung, ist vielleicht 12 Grad warm oder so, vielleicht auch ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter, stellst es auf den Herd, stellst an und es passiert einfach gar nichts. Oder mindestens passiert nichts sichtbar. Aber es wird 1 Grad wärmer, 2, 3, 4 und du siehst immer noch nichts. Irgendwann siehst du vielleicht ganz kleine Blätterchen und du merkst, ich habe die Herdplatte auch wirklich angestellt. Und dann, irgendwo, keine Ahnung, von 95 oder von 99 auf 100 Grad, plötzlich blubbert es richtig fest. Und das ist der Moment, nachdem wir uns in den Gewohnheiten sehen, nach diesen grossen Durchbrüchen, nach dem Erfolg, dass es aber so viel Grad braucht, so viel, vielleicht 1% Veränderung, bis wir dort sind, das vernachlässigen wir. Es braucht so viel Geduld. Darum eben, werdet nicht müde, hat uns schon der Paulus gesagt. Lasst euch nicht entmutigen, geht nicht auf. Das heisst, zur gegebenen Zeit wird der entsprechende Segen kommen. Auf das dürfen wir uns verlassen. Also wir haben eine Tendenz, dass wir gerne sogar bei den Ergebnissen anfangen. Wir sind schon sehr gut beraten, wenn wir den Prozess anschauen. Und wenn wir da merken, wir stehen irgendwo immer noch an, dann müssen wir nochmal 1 tiefer gehen. Weil unsere verzerrte Identität kann auch unseren Erfolg sabotieren. Unsere verzerrte Identität kann auch den Erfolg sabotieren. Ich habe für das auch noch eine Folie mitgebracht mit so 3 Kreisen. Du kannst einfach bei den Outcomes, bei den Ergebnissen ansetzen. Besser ist zum Prozess gehen und noch tiefer geht es, wenn du deine Identität auch anschaust. Der Feind möchte dir sagen, hey, schau, jetzt hast du da schon wieder versagt. Schau mal, wie schlecht das dir gegangen ist. Schau mal all die Gewohnheiten, die schlecht sind. Vielleicht hast du Sachen, die so total im Verborgenen laufen, die schlechte Gewohnheiten sind. Und schlussendlich fühlst du dich schlecht und dann kann ich dir sagen, hey, du bist einfach eine schlechte Person. Und wisst ihr, was passiert? Aus einer schlechten Identität folgen schlechte Gewohnheiten. Und nachher wird es noch schlimmer. Schlechte Gewohnheiten zementieren noch unsere schlechte Identität. Darum, wenn du eine ungesunde Identität hast, ist die Gefahr groß, dass du eine ungesunde Identität hast und ungesunde Gewohnheiten. Und die ungesunden Gewohnheiten, die bestechen dich nochmal, ich bin wirklich jemand Armes. Und es ist so wie ein Teufelskreis, wo du mega Mühe hast, um selber rauszukommen. Zum Glück gibt es Gott. Und ich finde, es gibt einen mega coolen Vers, der uns da drin helfen kann. Und das ist der Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln.
Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn ehrt und seinem Willen vollkommen entspricht. Also, wir sind alle in dieser Welt drin und die Welt, die hat Verhalten und Gewohnheiten. Da gibt es auch gute Sachen drin, zum Beispiel, dass man vielleicht mehr auf seine Gesundheit schaut, all diese Sachen, das sind auch Verhalten und Gewohnheiten von dieser Welt, die nicht nur schlecht sind, aber es gibt auch ganz viel Schlechtes. Und da kommt jetzt eben Gott ins Spiel, und er sagt, hey, nehmt Gott. Gott muss euch helfen, dass wir durch Denkweise, durch unsere Identität zum neuen Menschen verwandelt werden können. Und es zeigt uns aber auch gerade eine Stossrichtung, die die Verwandlung haben soll. Es geht eigentlich nicht nur um irgendwie eine weltliche Selbstoptimierung. Es geht darum, dass wir die Menschen sein können, die nach Gottes Willen leben, die schlussendlich Jesus immer ähnlicher werden. Und wenn du merkst, hey, ich habe schlechte Gewohnheit, ich möchte besser werden dem, dann fang an bei deiner Identität. Und tu dann nicht einfach selber Sachen einreden, sondern nimm die Sachen an, die Gott über dich sagt. Er sagt zum Beispiel, hey, wenn der Heilige Geist dich bestimmt, dann bedeutet das Leben und Frieden. Oder ich danke Gott, dass wir in Christus Jesus gehören, der uns immer wieder in seinem Triumphzug mitführt. Es sind nicht nur zwei so Versprechen, du kannst auch viele andere finden, wo du kannst aussagen über dich, hey, du bist ein Sieger, du bist wertvoll, Gott hat dich angenommen, Gott ist mit dir, er hat dir vergeben, er hilft dir, er fordert dich nicht raus über dein Vermögen. All diese Sachen darfst du annehmen, proklamieren, darfst du teilmachen von deiner Identität. Und setz dir darum nicht primär Ziel, was möchtest du erreichen, sondern frag dich eigentlich, was möchte ich für eine Person sein? Ein Mann, eine Frau Gottes, ein liebevoller Ehepartner, ein Vater, eine Mutter, der sich um seine Kinder kümmert, ein verlässlicher Businesspartner, ein treuer Freund, ein guter Coach, ein Leiter, der wirklich das Potenzial sieht, diesen Leuten, die ihm, die ihr anvertraut sind. Das können Identitäten sein und aus dem heraus wirst du immer mehr anfangen zu fragen, ja, wie verhält sich denn so eine Person? Und um das Ergebnis musst du dich gar nicht mehr so groß kümmern, die kommen aus dem raus. Susanne hat es uns gerade letztens in der Predigt gesagt, nobody is perfect. Und ich finde das so wichtig, gerade wenn es um Gewohnheiten geht. Weil wenn wir irgendwo etwas verändern wollen, sehen wir so viele Baustellen neu in unserem Leben, wo wir noch besser sein können, wo wir noch optimierter sein können. Und da drin die Spannung auch anzunehmen, hey, wir sind nicht perfekt. Und dann aber wieder zurückgehen zum Römer 12,2 und sagen, ja Herr, ich möchte erkennen, was dein Willen ist. Und zeig du mir, wo ich anfangen soll. Welche Gewohnheit, vielleicht auch zu einer Schlüsselgewohnheit kann werden für mich, wo aus dem vieles anderes kommt. Der Craig Groeschel, er sagt so, eine Gewohnheit pro Jahr. Das hat er selber sehr erfolgreich gemacht. Das ist wie möglich. Und ich habe eine mega Tendenz. Dann habe ich Euphorie, möchte möglichst viel verändern und nach einem Zeitchen ist für irgendwie alles wieder beim Alten. Und ich glaube, es ist so ein grosser Schlüssel, wenn man sagt, wenig dafür an dem wirklich dranbleiben. Ich möchte noch ein paar ganz praktische Sachen euch näher bringen. Man geht so bei Gewohnheiten davon aus, dass es wie eine Gewohnheitsschleife gibt. Es gibt zuerst einen Auslöser, dann gibt es das Verhalten, die eigentliche Gewohnheit und dann gibt es Belohnung. Ihr seht das hier eingeblendet. Auslöser, Verhalten, Belohnung. Also wie ich mal gesagt habe, mein Auslöser, ich sitze im Auto, Verhalten, ich lange drin, hole den Kaugummi, Belohnung, keine Ahnung, ich habe etwas zum Catchen und ein frisches Maul. Es können auch andere Sachen sein.
Wenn du etwas Süßes siehst, ist das auch ein Auslöser, oder? Verhalten, du isst es Süße, Belohnung, Glückshormone werden im Hirn ausgeschüttet. Und jetzt, wenn du sagst, hey, ich möchte eigentlich weniger Süßes essen, dann musst du eben schauen, dass vielleicht die Auslöser weg sind, dass Süßes nicht rumliegt, sondern dass Früchte, die du essen, dass die rumliegen. Und bei der Frucht musst du dann vielleicht ein bisschen mehr überlegen, was könnte jetzt meine Belohnung sein, wenn das Fruchtessen an sich keine Belohnung ist oder dass noch keine Belohnung ist. Du kannst sagen, hey, ich habe Mühe, wenn mir jemand ein negatives Feedback gibt, dann gebe ich immer gerade um. Also ein Auslöser kann sein, ein negatives Feedback. Und du sagst, hey, das richtiges Verhalten wäre, ich lasse einfach zu und sage danke vielmals fürs Feedback. Und dann kannst du sagen, okay, für das muss ich mich jetzt belohnen, dass ich das machen konnte. Und es kann nur sein, dass du dann sagst, hey, ich sage dir nachher, danke Jesus, dass du mir geholfen hast, dass ich anders reagieren kann, als ich es vielleicht normal machen würde. Und wenn du das immer wieder machst, dann wird der Auslöser, cool, ein negatives Feedback. Danke vielmals fürs Feedback. Und danach, wenn du alleine bist, yes, danke Jesus, dass ich so reagieren konnte, dass ich nicht irgendwie umgegeben habe. Und du kannst so und sagst zum Beispiel, hey, ich würde gerne mehr beten. Oder zum Beispiel mehr in die Zunge beten. Du kannst sagen, hey, ein Auslöser könnte sein, ich tue am Morgen Geschirrspülmaschine ausräumen und bin dann ganz alleine in der Küche. Also Auslöser ist Geschirrspülmaschine, Verhalten. Während dem Geschirrspülmaschine ausräumen, das braucht nicht viel Hirnkapazität, dann bin ich einfach in die Zunge beten. Die Zunge beten braucht auch keine Hirnkapazität, aber egal. Du bist einfach in die Zunge beten und Belohnung, keine Ahnung, dann trinke ich meinen ersten Kaffee. Irgend so etwas, wo ich kann sagen, hey, das kann wie eine Schlaufe werden für dich, wo es dir einfach fallen kann. Dass du eben nicht nur musst mit mega Willenskraft dahinter, sondern dass du kannst schlau sein, dass es dir einfach fällt. Man sagt auch, man soll Sachen offensichtlich machen. Und eben die Früchte anlegen und das Süße verschwinden lassen, wäre so ein Beispiel. Oder wenn du sagst, hey, ich würde gerne am Abend noch etwas lesen. Wenn du am Morgen das Buch, das du lesen am Abend, schon auf dein Küsschen legen. Du musst es mindestens einmal in die Hand nehmen, um auf die Seite zu tun, dass du schlafen kannst. Und die Chance besteht dann, dass du es noch aufschlägst und irgendwie eine Seite anfängst zu lesen. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, das wäre der nächste Punkt. Und dann sagst du, hey, in der Familie beten, das wäre wirklich etwas, was wir gerne machen würden. Dann nimm auch da einen Aufhänger, der irgendwie so offensichtlich ist. Zum Beispiel, das Essen ist fertig. Wir sitzen da und das kannst du gerade näher als Aufhänger. Komm, jetzt sagen wir doch Gott Danke. Und das ist der nächste Punkt. Machen wir es möglichst einfach dann. Haben wir dann nicht gerade das Gefühl, wir müssen einen halben Familiengottesdienst machen, wir noch worshipen zusammen und beten und bis jetzt hat es irgendwie gar nicht geklappt mit einer Familienandacht. Der Stark einfach sein, jeder sagt Gott für etwas Danke. Das ist doch ein möglicher Anfang. Und die Belohnung kann dann sein, dass man das Dessert erst nachher nimmt. Und wenn das Dessert ein Zielkonflikt ist zu einer anderen Gewohnheit, musst du halt eine andere Belohnung suchen. Das einfach machen ist wirklich so ein Schlüssel. Wenn du zum Beispiel auch irgendwie anfangen, ein Tagebuch zu schreiben, dann sagst du, ja, ich würde dann gerne über das und das reflektieren und so. Fang doch mit einem Satz an. Und wenn du es schaffst, jeden Tag einen Satz zu schreiben, kannst du auf dem aufbauen. Aber Journaling ist dann ein Teil schon geworden von dir. Was auch sehr helfen kann, ist, wenn wir es so verknüpfen können. Etwas Bestehendes an etwas anderem anknüpfen. Ich mache das, nachdem ich das. Zum Beispiel, nachdem ich aufgewacht bin, sage ich gerade mal, Guten Morgen, Heiliger Geist. Und dann erst berühren meine Füße den Boden. Ganz ein kurzes Gebet, aber es setzt schon mal unsere Gedanken in eine richtige Richtung. Und ich habe mir angewöhnt, wenn ich das Handy am Morgen das erste Mal entsperre, gehe ich in die Bibel-App und lese einfach nur den Vers vom Tag. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach mal einen Bibelvers, habe ich dann schon mal gelesen, es setzt schon mal meine Gedanken eine Richtung und ich bin nicht gerade irgendwo in Social Media oder in den News oder irgendwo. Nummer 1, Unterstützung. Wenn du gute Gewohnheiten haben willst, sind andere Menschen. Eine mega breit angelegte Studie mit irgendwie 12'000 Leuten über 32 Jahre leitet das mega nahe.
Etwas habe ich noch spannend gefunden. Sie haben auch untersucht, wenn Menschen, die ziemlich stark übergewichtig sind, wenn es da jemandem gelingt, so wirklich sein Gewicht massiv zu reduzieren, wird einer von 3 Freunden von dieser Person das Gleiche schaffen nachher. Einfach weil das so ansteckend ist, die Gewohnheiten. Ich meine, das ist ja keine neue Weisheit. Das hat schon der Salomo in den Sprüchen geschrieben. Hey, wer du als Freund hast, das wirst du einfach sehen. Wir werden uns in eine ähnliche Richtung bewegen. Darum ist es so wichtig, was für Freunde das wir haben, in was für Richtung, dass wir uns auch von den Gewohnheiten bewegen. Und du kannst auch Freunde zur Motivation brauchen. Du kannst aber auch gerade zur Rechenschaft brauchen. Du sagst, hey, ich möchte da irgendwo Veränderungen erleben. Ich stehe da an. Und das kannst du auch miteinander machen, indem du vielleicht deinen Ehepartner einbeziehst, dass du enge Freunde einbeziehst, dass du deine Kleingruppe einbeziehst, dass du auch so eine zusätzliche Motivationsspritze hast, um an dem dranbleiben, wo du weißt, wo du brauchst. Ich habe gemerkt, ich habe manchmal so eine Unzufriedenheit in meinem Leben, weil ich immer so Ziele hatte, wenn ich dann das erreicht habe, dann. Und dann ist die Freude erst da, wenn du das hast. Und wenn du das eben nicht hast, ist dafür das Gegenteil der Fall. Wir können es auch umkehren und sagen, hey, wir müssen uns nicht auf das Ergebnis konzentrieren, sondern auf den Prozess. Dann können wir uns freuen, wenn wir einfach an einer Gewohnheit dranbleiben und sagen, hey, heute habe ich einfach an dieser Gewohnheit festgehalten. Ich bin heute so ein kleiner Schritt Jesus ähnlicher geworden. Ich habe Gott geehrt, indem ich am Prozess, an der Gewohnheit dranbleiben bin. Dann muss ich nicht auf irgendeinen zukünftigen Tag warten, bis das Wasser mal kocht, sondern ich kann sagen, ich bin heute ein bisschen heißer geworden. Auch wenn es nur praktisch spürbar oder eben gar nicht spürbar war. 1%, aber ich kann mich an dem schon freuen. So Trampelpfade sind mega schwer, um sie zu ändern. Und ich glaube, mit Gottes Hilfe ist es wirklich möglich, dass auch Wege in unserem Hirn entstehen können, wo bis jetzt vielleicht nur Felswand ist, wo es keinen Weg durchgeht, aber dass wir mit Gottes Hilfe wirklich zu neuen Menschen werden können, durch die Veränderung von unserer Denkweise, dass Jesus immer mehr uns bestimmen kann, Teil sein von unserer Identität. Möchtest du das? Möchtest du das? Ich habe mir nicht zu laut Antwort gegeben, das ist wirklich eine Herzenssache. Wir werden beten miteinander. Ja, Jesus, du hast unser Hirn wirklich mega spannend geschaffen. Und auch wenn wir so nicht alles irgendwo in der Bibel können nachlesen, wie unser Hirn funktioniert, so können wir doch schon sehr viel von dem, was uns jetzt die Wissenschaft auch bestätigt, können wir schon in deinem Wort finden. Und ja, Herr, wir wollen bitten, wie wir es ja auch in den letzten 2 Predigten gehört haben, wirklich um Weisheit auch in grossen Entscheidungen. Aber Herr, ich möchte auch für uns alle bitten, dass wir wirklich unser Lebenssystem durch Gewohnheiten, die uns auch ausmachen, die unseren Charakter ausmachen, dass wir da immer mehr zu diesen Männern und Frauen werden, zu denen du uns geschaffen hast, dass wir Gewohnheiten haben, die dich ehren. Dass wir in unseren Gewohnheiten dir immer ähnlicher werden dürfen. Dass unser System, wo wir immer wieder einfach darauf zurückgehen, dass das so ein gutes System ist, weil es dich reflektiert. Und ich möchte gerade bitten, wenn wir vielleicht auch schon verschiedene Anläufe genommen haben, vielleicht mit gewissen Gewohnheiten, die wir einfach mal loswerden wollen, wo wir bis jetzt einfach keinen Erfolg haben. Herr, ich denke heute einmal mehr einfach auch Zuversicht, Hoffnung, dass mit dir die Veränderung möglich ist. Ich möchte gerade bitten, dass du einfach auch zu jedem Einzelnen persönlich redest. Vielleicht, welche Schlüsselgewohnheit wir mit dir in Angriff nehmen sollen. Vielleicht, welche Denkweise, dass eine Erneuerung braucht. Dass wir die Durchbrüche haben, die wir vielleicht dringend brauchen. Danke, Herr, auch wenn wir mega gute Gewohnheiten schon haben, dürfen wir immer noch mehr lernen, dir ähnlicher werden. Und
Und ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich einfach auch immer wieder ein klares Bild noch malst von dieser Person, zu der du uns geschaffen hast. Dass das dominante Bild kann sein, das, was uns prägt, das, was uns Identität gibt und aus dem heraus auch Prozess folgt, wie wir leben. Und Herr, ich möchte bitten, dass wir wirklich so ernten, wie es da geheißen hat im Galater 6. Wir dürfen ernten, weil wir nicht aufgehört haben, gut zu tun. Weil du uns geholfen hast, dass wir nicht müde geworden sind. Herr, hilf uns immer wieder zu lieben. Hilf uns immer wieder zu vergeben. Hilf uns immer wieder uns aufzurappen. Herr, hilf uns immer wieder zu beten. Hilf uns immer wieder, uns auch zu ernähren aus dem Wort. Hilf uns immer wieder grosszügig zu sein und zu geben, auch wenn vielleicht mal nichts zurückkommt. Und danke, dass wir erwarten, dass zu gegebener Zeit der entsprechende Segen wird kommen. Hey, all die Veränderung ist dann möglich, wenn wirklich Jesus in unserem Leben wohnt. Genau für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Er hat schon all deine schlechten Gewohnheiten gesehen. Er hat all dein Unvermögen gesehen. Alles Falsche, alle Sünden gesehen. Und er ist für das, was Kreuz gegangen hat, die Schuld gezahlt. Damit wir leben können. Damit wir Vergebung können bekommen können. Damit wir eben das neue Leben können haben, dass wir in neue Menschen verwandelt werden. Und wenn du vielleicht die besten Gewohnheiten hast, du kannst nicht mit guten Gewohnheiten dich mit Gott versöhnen. Du kommst nicht mit guten Gewohnheiten in den Himmel. Das ist alleine Jesus Christus, der der Weg ist dorthin. Wenn du dein Leben noch nie Jesus anvertraut hast, hey, heute kann der Tag sein für dich. Und wenn du das möchtest, nehme ich dich gerne in ein einfaches Gebet hinein. Du darfst das in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich habe heute erkannt, dass ich dich brauche. Ich habe mit den besten Gewohnheiten mich nicht in den Himmel aufschaffen. Ich brauche es, dass du mich zu dem neuen Mensch verwandeln. Bitte vergib mir heute meine Sünden. Mach mich neu und schenk mir die Identität von einem Kind von Gott. Von einer Frau, von einem Mann, der angenommen ist von dir, der geliebt ist von dir, der vergeben ist, der Zugang hat zum Vater im Himmel. Und verändere du mich von jetzt an, von innen raus, zu dieser Person, zu der du mich schon immer geschaffen hast. Amen. Amen.